anschauen, wir bauen noch die besten Autos. Wir haben wieder aufgeholt bei der Batterie. Wir sind relativ gut in vielen anderen Dingen. Aber wenn wir auch nur ein bisschen die Zeit verschlafen, dann wird es schwierig. Und das Auto verschmilzt jetzt sozusagen mit der gesamten Welt des Internets. Alle, die nicht fahren, sind im Wesentlichen wahrscheinlich in Zukunft wie im Kino oder wie zu Hause im Wohnzimmer beschäftigt. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wir sprechen jetzt viel über Datensicherheit. Was davon entsteht noch in Deutschland? Microsoft, Yahoo, Google, Apple, alles keine deutschen, alles keine europäischen Unternehmen. Und wenn man sein eigenes Datenschutzrecht machen will und haben will, was ich richtig finde, dann muss man auch die Fähigkeiten dazu haben. Und deshalb sind Forschung und Innovation so wichtig und deshalb müssen wir da investieren einfach. Ich sage das, weil wir in den letzten 4 Jahren mehr als jede andere Bundesregierung, nämlich 13 Milliarden Euro mehr in Forschung und Bildung gegeben haben. Weil wir diesen Weg fortsetzen müssen. Wir geben jetzt fast 3% unseres Bruttoinlandsprodukts für Forschung aus. Südkorea gibt 4 aus. Kann man ja sagen, wir sind intelligenter, wir brauchen nicht so viel. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß auf der Welt. Deshalb ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir natürlich über das gerechte Verteilen reden. Aber es ist genauso wichtig, dass wir auch über das Erarbeiten von Geld reden, in das wir investieren können. Denn nur was erarbeitet ist, kann dann auch ausgegeben werden, wenn wir nicht auf Pump und auf Kosten der nächsten Generation. Wiederum haben wir in den letzten 4 Jahren etwas Erstaunliches geschafft. Und das ging nur, weil wir so viele Menschen in Arbeit haben. Wir haben nämlich nach der großen Finanzkrise, nach dem Konjunkturprogramm, ein Riesendefizit im Haushalt gehabt. 80 Milliarden waren angesetzt, allein für das Jahr 2010. Die Dinge haben sich günstiger entwickelt, weil wir viele Steuerzahler haben. Und heute können wir sagen, nächstes Jahr strukturell ausgeglichener Haushalt im Bund. Und 2015 können wir beginnen, vom riesigen Schuldenberg etwas zurückzuzahlen. Und das ist wichtig für unser Land. Das ist wichtig für unsere Kinder und Enkel. Und es ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil sich der Altersaufbau Deutschlands in den nächsten Jahren massiv verändern wird. In etwa 15 Jahren werden wir 5 Millionen mehr Rentnerinnen und Rentner haben als heute und 6 Millionen weniger Menschen, die in dem Alter sind, in dem sie berufstätig sind. Das bedeutet, dass wir mehr Ältere haben, erfreulicherweise mit einer höheren Lebenserwartung, aber leider weniger Kinder als früher.